Ja, ich möchte hier auf diese beiden Videos eingehen, die schon auf YouTube stehen und woanders über Angela Merkel und Wladimir Putin ist gefragt worden, ob man die auch in einen Zusammenhang, also in einen Vergleich stellen könnte. Und das ist natürlich möglich. Aber nur kurz eigentlich. Ähm, Möchte ich das hier tun. Und zwar ist diese Jupiter-Uranus-Konstellation, die ich mit einem großen Geschenk umschrieben habe für Putin im Frühjahr, hat der Jupiter-Uranus in einer Zwölferteilung im Bogen und Gegenbogen ist schon eingetroffen. Und zwar auf verschiedene Art mit Indien, China, und mit Griechenland jetzt. Griechenland ist Russland orthodox, also eine orthodoxe Tradition her, seit alters her verbunden. Und Spanien übrigens könnte hinzukommen. Der spanische nächste Kandidat, der Kandidat der Spanier, hat ja den griechischen jetzigen Ministerpräsidenten im Wahlkampf unterstützt. Also Griechenland wird eine Blockade, wie auch immer, in Detailfragen und aber in entscheidenden darstellen. Und somit hat Putin auf dem Finanzsektor auch, Jupiter-Uranus ist der Geldkreislauf, einen Weg gefunden, also nicht Putin, aber Russland, um beispielsweise die Ukraine über Nacht bankrott gehen zu lassen, was sogar die Amerikaner, diese Börsen- und Finanzfüchse ihm jetzt, den Russen jetzt abschauen und sehr erstaunt gewesen oder immer noch sind, wie die vorgingen mit den Krediten und die jetzt jederzeit Zahlungen verlangen können, und das würde bedeuten, dass die Ukraine innerhalb 24 Stunden jetzt überrissen gesagt den Staatsbankrott anmelden müsste. Das ist nochmal das Bild hier, wo ich darauf hingewiesen habe mit Jupiter-Uranus. Die nächsten Bilder zeigen nun im März, dass der Saturn auf die Sonne von Angela Merkel kommt und diese Sonne, also im Gegenbogen, das ist unangenehm, das ist der Schatten, nicht direkt, also der Saturn kommt nicht in Krebs auf ihre Sonne, sondern im Schützen. Und der Saturn geht jetzt durch die Schütze und spiegelt die gleiche Distanz auf 0 Grad wieder zum Krebs. Und er steht dadurch in einer Spiegelung direkt, also neben der Sonne erreicht. Er erreicht die Sonne nicht ganz. Und das ist auch wieder kein gutes Zeichen, denn im Orbis ist er doch vorhanden. Also, wie sagt man, tangiert er sie, die Sonne. Und damit natürlich auch ihren Neptun, der auf ihrer Sonne steht. Und was Saturn Neptun bedeutet, für die, die weniger mit Astrologie zu tun haben, das ist, dass jetzt Saturn, Sie können sich das so vorstellen, als wenn jetzt Saturn zu Neptun werden müsste. Aber das ist der laufende, der kosmische Saturn, der transitäre Saturn. Und somit heißt es umgekehrt, dass er, Neptun, jetzt wieder zu Saturn, zum Recht und zur Ehrlichkeit und zum Denkrahmen
Also der Herr der Zeit, das ist ja, Denken ist Zeit, also das ist ja der Herr der Gedanken. Sie müsste wieder zum Denken zurückkehren und nicht zum blinden Aktionismus, den sie an den Tag gelegt hat und den sie teilweise sogar freiwillig, der Joe Biden, da der Vizepräsident in Amerika sagte, wir wollten die Sanktionen nicht unbedingt. Die Europäer haben das gemacht, wobei der Franzose Hollande gesagt hat, nichts wird uns hindern, dieses Schiff, diesen Riesenauftrag an die Russen zu liefern, und 14 Tage später hat er das widerrufen. Also das war unter Merkel, die da sich als große Putin-Kennerin ausgibt und ihn sicher nicht besser kennt, als wir ihn kennen. Psychologisch mute ich ihr das gar nicht zu, denn was sie eigentlich an den Tag gelegt hat, ist Schweigen und vergessen, was notwendig wäre, daran zu denken. Das muss man ja schon, das muss man schon sagen, dass sie da Dinge übersieht, auch jetzt in der Ukraine und andere Orte, wo sie Waffen liefern, diese deutsche Regierung, und auf die echten Probleme nicht eingeht, stattdessen sich dafür Pedigma, oder wie das heißt, dass das ausländerfeindliche Zeug, kümmert man sich, und was wirklich relevant ist, Ukraine, aber auch nicht nur, sondern die Beziehung zu Russland, zum größten Nachbar, der 27 Millionen Menschen opferte und der Terrorstaat genannt wurde von deutschen Medien, oder ob man ihn nennen soll, ob man ihn so nennen darf, oder mit welchen Worten, mit welchen dreckigen Begriffen man 160 Millionen Volk als Nachbar ausgrenzen darf. Darum kümmerte man sich. Und das ist natürlich nicht mehr entfernt von diesem Januzek oder in der Ukraine von diesen rechten Schlägern. Schläger heißt ja eine Partei, und von diesen 10 offiziellen und sicher 50, 60, 70% in der Regierung an Nazis, also es macht jetzt ganz den Eindruck, oder schon lange macht es den Eindruck, dass die Nacherzogenen der deutschen Regierung, das sind ja so ungefähr 1950er, 1940er Jahrgänge, die Nacherzogenen der Altnazi, ihr Nazitum, das sie jetzt 2 Jahre lang bewiesen haben, denn das, was in den Medien kam, das ist reiner Nationalsozialismus, gedankengutmäßig. Das ist schlimmste Post, die wir gelesen haben. Das hat begonnen mit Bush, mit den 12 Lügen im Spiegel. Man könnte eine Sammelklage machen. Wir hatten Abonnement, können wir ja sagen. Also, wenn das stimmt, ich hatte das damals und habe in einem einzigen Heft 12 Lügen mit Fotos erhalten, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besitze, und damit sind sie in den Krieg gezogen und haben den Terror entfacht, der bis heute noch nicht aufgehört hat. Und da ist Deutschland, die deutschen Blätter und vor allem Deutschland selber als neben der Schweiz von geografischer Lage im Herzen Europas liegt, nicht mitbeteiligt, sondern
mit dieser Frau Merkel anführend. Und man kann eben nicht sagen, wie die Schlaumeier das meinen, sie macht das gut, sondern sie macht das sehr schlecht, sie macht das sehr umtriebig, sehr dreckig, sehr hinterhältig und sehr nicht sachpolitisch. Also das kommt mir so vor und ist teilweise so wie diese 6 Millionen, 5 Millionen Spiegelleser oder wie viele es auch sind. Die Auflage ist die höchste, die hat sie nach Berlin geholt. Und dann, man kennt diese faschistoiden Hirne, die kennen, wenn es dann 3, 4, 5 Jahre geht, kennen sie dann irgendwelche Namen und lernen fleißig auswendig Putin, Obama, Merkel. Und so wird dann polarisiert. Also man kennt dann einen Namen, Putin, aha, ja, das war der Putin, das ist ganz klar. Aber weil sie sich nicht einmal schämen, dass sie die anderen Minister oder sogar Länder gar nicht kennen. Also es gibt ein Video, wo 25 Bundestagsabgeordnete befragt werden. Es gibt das Video auf Internet, ich weiß nicht, ob es noch existiert oder ob sie es aus Schamgefühl runtergeholt haben. Da wurden 25 Bundestagsabgeordnete befragt vor einem Jahr, wie viele EU-Staaten, also wie viele Staaten die EU hätte. Und es ist nicht gelogen, wenn ich Ihnen jetzt sage, keiner wusste es. Einer traf es bis auf eine Zahl genau, also er war auch falsch. Und der Rest von Bundestagsabgeordneten in Deutschland riet oder sagte gar nicht, sagte, das kann ich jetzt nicht sagen. Von 12 bis 2, einer sogar gegenüber 30, bis 28 und einer gegenüber 30, 32 oder so. Und ich weiß die Zahl, die es damals war, jetzt nicht mehr, weil sich diese NATO und EU-Osterweiterung ja ständig im Laufen gewesen ist. Also, aber es waren, glaube ich, damals 24 oder 28. Keiner von Bund, also die bezahlt werden für Politik, Innenpolitik, Außenpolitik, vom Volk bezahlt werden, groß, also hoch bezahlt werden. Keiner wusste, wie viele Staaten die EU hat. Und da muss man sich natürlich nicht dann den Glauben hingeben, dass die dann wüssten, mit wem sie es zu tun haben. Wenn sie die Staaten nicht kennen, können sie auch diese Minister oder vielleicht mal ein Präsident, ja okay, aber können sie auch diese Präsidenten nicht kennen, also diese Regierungschefs. Aber in der Ukraine hat sich das Blatt gewendet, dort kennen sie jetzt offenbar jeden, denn im Bundestag, da werden diese Namen Januzek oder Poroschenko oder so, die sind jetzt geläufig, also das sind, einer ist Oligarch, der andere ist ein Puppenspieler oder der Amerikaner. Es ist haarsträubend, was sich die deutsche Regierung, also erzogen immer noch von Altnazis und auch wenn sie sich darauf berufen, dass 70, 80 Jahre nach dem Holocaust, das alles man an Denkmälern abhandeln könne mit traurigem Blick, dann ist das natürlich schäbig und entspricht nicht der Realität, dass wir natürlich uns an unsere Eltern, an unsere Vorahnen erinnern müssen und gar nicht daran vorbeikommen, uns mit denen zu identifizieren. Also was die da exportieren und was diese Merkel, ich muss es sagen, diese Frau Merkel tut, das ist nicht gut. Und die Sterne, die Planeten zeigen jetzt, dass diese Sonne von Frau Merkel
im März schon tangiert wird vom laufenden Saturn. Nun, was heißt das? Also man kann herausfinden, wer diesen progressiven Neptun von Wladimir Putin, der eben auf dem Merkur steht, also Verleumdungen, wie sagt man, belogen werden, hintergangen werden. Neptun auf der politischen Ebene ist gar nicht lebbar. Das ist nicht einmal für einen Mystiker oder für einen, ich weiß nicht was, wie sagt man, Metaphysiker oder Philosophen wirklich lebbar, weil das ist jenseits der Grenze des Denkens, jenseits von Saturn. Und diesen Neptun, der Putin auf dem Merkur hat, den löst eine Person aus. Das ist immer so. Das kann man im Umfeld, im eigenen Umfeld schauen, wer was dem anderen auslöst. Und das ist hier der Neptun von wiederum, also der Neptun von Putin steht auf seinem Merkur. Das ist nicht er, der die Drahtzieher ist, sondern dann wäre es umgekehrt, dann wäre der Merkur auf seinem Neptun und ginge dann mal vorbei und er würde das fortführen oder hätte das fortgeführt oder hätte das initiiert. Es ist der Neptun, der von außen kommt, er kann diese Neptun-Energie gar nicht alle auffangen. Er ist nicht die kosmische Empfangsstation, die da Neptun auffangen, also fangen könnte und weitergeben. Das kann kein Mensch. Der Neptun kommt von außen und zwar nicht als Neptun, sondern als eine Person, die neptunisch ist. Und diese Person ist Angela Merkel, die den Neptun absolut exakt im Quadrat auf ihrer Sonne hat. Und die hat das Ruder um der EU willen mit Putin, also das Ruder mit Putin zu verhandeln, also zu telefonieren und dann dem JJ da in Amerika zu verraten oder was sie da gehört hat oder wie sie das einschätzt oder was für ein Stuss. Ich weiß es nicht, was die da erzählt. Auf jeden Fall ist diese Verwirrung, die der Neptun auf der Sonne von der Frau Merkel macht, ist es, der auf dem Saturn, auf dem Ordnungsplanet von Putin sitzt. Und zwar ganz exakt. Und da haben wir jetzt die Person. Weil das ist, damit hat man keine Probleme in der Astrologie. Die Astrologie ist absolut exakt. Und der progressive Saturn von Putin wird absolut exakt genau vom Neptun und von der Sonne. Da komme ich aber noch darauf zurück, weil das ist dann für Putin nicht so schlecht. Aber der Neptun von der Frau Merkel steckt, ist im exakten Aspekt, exakt 0 Minuten auf dem Saturn, dem Ordnungsplanet, dem Planet der Grenzen, dem Planet der Angst natürlich auch. Angst in Bezug auf Sicherheit, auf Ordnung, auf Systeme, auf diese Rahmenbedingungen, in denen wir leben, hat natürlich Saturn Angst und der wird jetzt permanent seit 2 Jahren von dieser Merkel auf Zusehen, auf Befehl, auf Informationstragend zu den Medien wird jetzt dieser Putin, den die Menschen natürlich auch die Bildleser inzwischen auswendig gelernt haben, endlich nach 6, 8 Jahren Putin, ja, der wird jetzt diffamiert, ja, und gleichzeitig, das macht denen überhaupt keinen Unterschied, 160 Millionen Russen, wobei 27 Millionen sie vom Nazi-Staat, vom Nationalsozialismus befreit haben, aber ich habe eher den Eindruck, dass man ihnen ihre Gesinnung,
dass die Russen ihnen ihre Gesinnung gestohlen haben und dass sie das den Russen jetzt übel nehmen. Also, dass diese braune Suppe in den Hirnen immer noch brodelt, nur sind sie von jüdischen und anderen Organisationen in Deutschland jetzt so in der Mangel, übrigens von ihren guten Freunden über den Teich am meisten, sogar vertraglich, so in der Mangel, dass sie dort ihren braunen Schleim nicht austragen dürfen. Stattdessen beleidigen sie dann die Schweizer, zum Beispiel den Roger Köppel wegen Ausländerfeindlichkeit, wobei wir 25% Ausländer haben und Deutschland 5%. Also das muss man einfach sagen, und das hat jetzt nicht mit dem deutschen Fußgänger zu tun, sondern mit der deutschen Regierung. Also die gehen, ich weiß ja nicht, woher die Merkel kommt und woher sie stammt. Ich glaube, das weiß niemand ganz genau, was sich da abgespielt hat. Nur die Konstellation und das Horoskop, das sagt mir genug. Ich möchte mit der Person, also da möchte ich also echt nicht zu tun haben. Uranus auf der Sonne absaugen oder abwarten, bis die anderen straucheln und profitieren immer von anderen. Und dann der Neptun, Neptun-Uranus, ein Quadrat und zur Sonne auch der Neptun und jetzt exakt. Und jetzt hat sie ihn auf dem Rechts- und Ordnungsplanet und auf dem Planeten, der Struktur und Formen und sich um die Sache kümmert und nicht um Emotionen, weil Saturn hat wirklich keine Emotionen, das ist sachlich, hat sie ihn auf dem Saturn von Wladimir Putin. Und der Vorteil oder der andere Teil davon ist natürlich, dass sie ihn den Neptun auch auf ihrer Sonne hat, im Quadrat exakt. Also die große Verwirrte, die große Planlose, die große Lehre, die große, Gottähnlichkeit, Gottgleichheit proklamieren mit dem CDU, CSU und sich dann mit Neptun natürlich gleich wie Gott selber sich selber vergeben. Also eine ganz, ganz miserable Geschichte, wenn man bedenkt, dass das nicht einfach nur ein Hobby ist, sondern dass das Weltpolitik ist, ja. Und da wird Putin doch noch in dem Sinne beschenkt, dass er natürlich durch diese Neptun-Sonne-Identität bei der Merkel jetzt, Neptun kann man nicht leben, also das ist eine Identität, die sie mit dem Nichts hat, die ist planlos, ja. Die ist planlos, die sagt, ja, das werden wir dann, aha, ja, das und so weiter. Also die hat da Versprechungen gemacht, hat man gelesen, auch von dem eigenen Volk, Maut oder was weiß ich, also die hat auch dort gelogen und Wladimir Putin hat den Vorteil, dass er aber auch seinen Saturn dadurch jetzt nicht nur auf ihrem Neptun hat, der ihn wirklich schädigt, sondern auch auf ihrer Sonne. Und die bringt den Saturn, also den erhobenen Zeigefinger von Putin, von Wladimir Putin, von Präsident Wladimir Putin, der demokratisch gewählt wurde in Russland, diese Ermahnungen, sich rechtens zu verhalten und zu benehmen, bringt sie nicht los. Und sie bringt mit ihrer Neptunsonne, sage ich jetzt, bringt sie diesen Saturn auch nicht zum Auseinanderbrechen. Sie hat das versucht, sie haben das wirklich versucht. Also sie hat die Medien eingespannt, sie hat sie ja nach Berlin genommen, das dicke Blatt, die fetten Buchstaben. Sie hat
die Medien machen lassen. Sie hat sie beliefert mit Lügen. Wie gesagt, Joe Biden, Vizepräsident der USA, sagte, wir wollten die Sanktionen gar nicht unbedingt. Die Europäer haben das gemacht und das waren nicht die Europäer, sondern es waren natürlich Europäer, aber mit Merkel an der Spitze, die da herumgerast ist und nur noch ein Ziel hatte, damit sie überhaupt eine Reibung hat. Sie hat übrigens einen rückläufigen Mars, ist mit rückläufigem Mars geboren. Als Frau hat man da fehlt der Märchenprinz, da hat man Pech mit Männern. Da holt man sich die Zuneigung oder die Beliebtheit oder sogar die Liebe, holt man sich dann beim Wählerpublikum, weil man sie woanders nicht kriegt. Das ist nicht ihre Schuld, dass sie ist so auf die Welt gekommen. Ich kann den Kosmos nicht verändern und ich respektiere das, dass ich dazu nicht mich zynisch oder so äußern möchte. Ich möchte es nur sagen, dass das zur Geschichte gehört, also das ist ihr Temperament und ihre Anlage, dass sie halt von Männern nicht gerade die begehrenswerteste Frau ist und darum ging sie wohl auch in die Politik, was man auch wieder nicht mängeln kann, aber sie hat ja auch nicht alles schlecht gemacht, aber was in den letzten 2 Jahren ablief, das ist unterm Hund. Das kommt einem so vor, als wenn sie wenn die 27 Millionen, also der Staatschef Russlands, wird nicht eingeladen für 27 Millionen Tote, die zum Teil in Gefangenschaft verhungert sind und genauso ausgesehen haben wie die Juden, vielleicht auch vergast wurden, das weiß ich nicht. Bei den Juden ist es so, bei den russischen Gefangenen in deutscher Gefangenschaft, was sie mit Petersburg machten, die Deutschen, was sie mit, also bis Moskau kamen sie ja nicht, aber was sie mit Petersburg machten, kann man hier nicht in 2 Minuten schildern. Also Putin hat natürlich, volle Berechtigung zu sagen, wir sind im Recht. Wer den Saturn hat, da muss das gibt es gar nicht. Das ist bei einem Verbrecher sogar so. Wenn ein schlimmer Verbrecher sagen würde, mit einem Zeitstopp-Horoskop, MC auf Saturn, das oder das habe ich nicht getan, dann stimmt das, sogar bei dem. An der Saturn-Stelle, sage ich mal, das Saturn-Element in uns, da gibt es keine Lüge. Das ist bei Neptun, das ist sogar bei Jupiter der Fall und möglich, aber bei Saturn nicht, weil Saturn sind wir so veranlagt und so strukturiert und so gebaut und so. Das ist unser Habitus innen und außen. Also geistig wollen wir mal aus dem Spiel lassen, aber seelisch und körperlich, dass wir Tiere haben einen Saturn sogar, der sie schützt, also die suchen Umgebungen und so weiter und das sind Lebensnotwendigkeiten, die suchen geschützte Orte, wo sie geschützt schlafen können und die suchen Plätze, wo man genug zu essen findet und dann noch die Weiterentwicklung durch die Paarung. Das sind diese 3 zwingenden und aber auch nicht mehr. Also diese 3 Grenzen beim Menschen ist es das Denken. Saturn ist der Herr der Zeit, folglich der Herr des Denkens, denn Länge, Höhe und Breite, da wird die Zeit hinzugedacht und Denken ist Zeit, Zeit ist Denken. Und da hat Putin mit vollem Recht das Recht zu sagen, wir sind im Recht. Also da gibt es gar kein Palaver darüber. Und wenn der Neptun einer anderen Person draufsteht, na gut, aber wenn dann diese Person die Sonne ebenfalls drauf hat, dann weiß man, woher der Wind pfeift und weiß, wer die Verursacher sind oder die Verursacherin in diesem Fall.
Nun im März kommt eben dieser Saturn selber, also wird diese äh, Konstellation Saturn von Putin auf Neptun von Merkel wird dann kollektiv, also wird dann durch den Kosmos ausgelöst. Das ist dann nicht mehr der Saturn von Putin, der Frau Merkel auf die Finger klopft, sondern und Recht verlangt, sondern das ist dann der kollektive Saturn. Und das macht mir doch einigermaßen macht mich das optimistisch, dass dieser Saturn, auch wenn er noch nicht ganz auf die Sonne kommt, dort aber stationär ist. Stationär hat man überhaupt nicht gern. Keine Umkehr hat man gern. Das belastet unheimlich, weil er auf einer Halbsumme bei jedem Menschen übrigens dann steht. Und wenn das eine belastende Halbsumme ist, Mars Saturn oder gerade auch wieder Saturn Pluto oder so etwas, dann ist das kritisch. Und wenn es eine mittlere ist, dann geht es. Und wenn es eine gute ist, bringt es sogar einen Erfolg. Aber vielfach ist es eben nicht eine gute. Und wo der Saturn jetzt dort stationär wird, das heißt, er bleibt dort stehen oder auf einem Grad längere Zeit, Wochen, wo er dort steht bei Merkel und Putin, möchte ich jetzt hier nicht sagen. Auf jeden Fall wird der schon mal im Orbisbereich Sie tangieren und zur Ordnung rufen, also zur Geschäftsordnung, sagen Sie dort im Bundestag so großspurig. Ich weiß gar nicht, um welche Geschäfte es geht, aber lassen wir das. Die haben halt ihre Rhetorik und am liebsten ein bisschen akademisch gepanscht, ja, damit man denkt, oh je, die haben aber viel zu tun, diese Sachpolitiker. Aber es wäre ja noch schön, wenn es Sachpolitiker wären und sie das auch täten. Aber diese letzten 2 Jahre, das war überhaupt nicht Sachpolitik. Das war infame Bildpolitik, wie eben nicht einmal zu wissen, wie viele Staaten oder wer von diesen Staaten die EU repräsentiert, also welche Präsidenten oder was auch immer, wie die sich nennen. Und dann geht das so weiter, das heißt, der Saturn läuft dann langsam zurück und hat eine lange Rückläufigkeit. Das ist nicht Merkur, der 3-mal im Jahr wechselt, also sich für 3 Wochen rückläufig befindet, sondern Saturn, das geht Monate. Und im November ist es dann der Bomb, der Gongschlag, wo er dann wirklich auf der Gegenbogen auf der Sonne von Angela Merkel steht und natürlich auch auf dem Saturn von Putin und auf dem Neptun von der Frau Merkel. Und das ist das Krasse daran, weil Saturn, Neptun, das sind chronische Zustände, das ist die Chronik auf der abstrakten Ebene, das sind Dinge von langer Dauer im Leben, das sind mühsame Zustände, das sind Ermüdungserscheinungen, die ich jetzt Frau Merkel nicht wünsche, aber die ich halt einfach aus der Regel der Dreh der Astrologie so nennen muss und aus Erfahrung. Saturn, Neptun hat man nicht gern, weil also in der realen Form ist Saturn immer lebbar, wir müssen ihn sogar leben und in der Realität ist Neptun nicht lebbar. Darum ist das der Gottesdienst und die Metaphysik und Dinge, die man nicht sieht und die man nicht das ist eigentlich für einen selber, für andere nicht nachvollziehbar sind. Und da hat sie den Saturn drauf, der nun Klarheit will. Das ist nicht mehr der Saturn von Putin, der hat ihn auch drauf, auf dem Saturn, nicht auf der Sonne. Also den laufenden Saturn, den Transit-Saturn, hat er auf dem eigenen Saturn. Aber das ist, ich habe noch nie etwas
bei Saturn-Quadrat oder Saturn-Konjunktion, also habe ich selber sogar persönlich und auch mit Kunden oder Menschen, Beratenden, habe ich nie, das ist ja die gleiche Energie. Also es zeigt natürlich an, Quadrat oder so zeigt an, dass man noch, wie soll ich sagen, Mankos hat oder dass man noch nachholen sollte, dass man wird an die Pflicht erinnert und so, aber das ist etwas ganz anderes, als wenn Saturn im Quadrat oder im Gegenbogen in der Spiegelung oder in einer Opposition zur Sonne steht und also dann eben noch gleichzeitig zu Neptun und zu Jupiter von der Frau Merkel, muss man auch sagen, der mildert dann das ein wenig ab, der Jupiter. Aber Saturn hat man ja auch nicht gern auf dem Jupiter, weil der hemmt ja dann den Erfolg. Also nützt dir der nichts. Also es zeigt, der Kosmos zeigt, dass diese 2 Jahre Verunglimpfung oder so wäre, also sehr, wie sagt man, larschend human gesagt, diese 2 Jahre erbittertes Draufschlagen von dem einzigen, den Sie vielleicht noch namentlich kennen, außer Klitschko, das ist auch noch ein geläufiger Begriff, der Schläger mit seiner Schlägertruppe, die heißt ja Schlag und die finanziert er zum Teil von seiner Schlägerei da im Ring. Das ist die Problematik, dass jetzt dieser Saturn auf der Sonne und auf Neptun dann drüber geht und ich möchte eben sagen, dass da Putin eigentlich nichts Ungewohntes erleben wird, was er da mit diesem Saturn-Quadrat oder Saturn-Aspektierung zum eigenen Saturn erlebt. Das ist sowieso schon drin bei Russland mit diesen Sanktionen, Theater da und mit all dem. Also das betrifft seine Person nicht. Und dann ist noch zu sagen, dass er 2008 progressiv, 2014 progressiv hatte er Sonne-Saturn-Progression, also Sonne über Saturn in der Progression. Die rote Zeichnung irgendwo, dort zeige ich es Ihnen hier. Und das erlebt die Frau Merkel auch noch. Sie hat im September noch einen Übergang von Jupiter, das ist nochmal ihre Chance, wo sie sich besinnen könnte, nur ist es eben faktisch unmöglich, dass man einen Planet aus dem Horoskop herausnimmt und der Planet Neptun steht halt nun im Quadrat exakt auf ihrer Sonne, also wird es kaum, es wäre ganz glücklich, wenn sie sich besinnen würde, aber es wird kaum so sein, dass da ein Wasserlass stattfinden wird aus diesen Hirnen, die es sich mit dem Gedanken da herumschwimmen, den Gedanken in ihrem Kopf herumschwimmen lassen, man könne Russland oder Putin jetzt an russischer Stelle irgendwie auf die Knie zwingen. Geschadet haben sie ihnen genug und vor allem das Dreckige an der Geschichte ist nicht einmal die Auseinandersetzung, sondern die Art und Weise dieser Auseinandersetzung. Denn was man dann den Russen unterschoben hat, die wirklich, also die Amerikaner hatten 2000 Opfer, das darf man auch nicht vergessen, aber zur Befreiung vom Nazitum in diesem Deutschland, das nur, Sie sagen 70 Jahre, das ist jetzt lange genug her, jetzt kann man das mal endlich vergessen. Das ist ja Wahnsinn, so etwas zu sagen. Das waren die Russen. Und das war ein großes Russland. Das stimmt schon, dass da auch Polaken dabei waren, wie dieser polakische Außenminister, also dieser Wahnsinnige jetzt erklärt, es wären Ukrainer gewesen, ein Verrückter an der Regierung, man muss sich das vorstellen, in der Regierung. Sagt er einfach die Ukrainer, also die haben das Tor geöffnet oder irgend sowas.
Also das war einfach Russland und niemand sonst. 27 Millionen Tote, Verhungerte, in Petersburg verhungert und in ganz Russland auf der Strecke und so weiter. Also das hat sich ja nicht hier abgespielt. Und das waren ja die Deutschen, die dort gewesen sind und nicht die Russen, die hier gewesen sind. Die kamen dann später und haben sie befreit. Und der Dank dafür ist, dass jetzt Putin anstelle für Russland, die ihnen die wahre Gesinnung gestohlen haben, wahrscheinlich die wahre Gesinnung, also die Medien, würde ich vorschlagen, für den Josef Goebbels Literaturpreis 2013, 14 und 15. Also die Medien haben diesen Literaturpreis dieses kleinen Doktor eigentlich längst verdient. Und ich würde vorschlagen, dass man ihnen den übergibt, weil im Kopf hat sich ja nichts geändert in den Medien. Und da wird sie dann zur Ordnung gerufen von Saturn selber. Der Saturn nimmt sozusagen Putins Saturn ab, nimmt die Funktion von Putins Saturn im Verhältnis zur Merkel auf sich, der kosmische laufende transitäre Saturn, und macht das selber. Und darum bin ich überzeugt davon, dass das Folge, also überzeugt, das ist über die Zeugung. Nein, ich bin mir gewiss, dass das die Folge der 2 Jahre Hetzkampagnen, Niederträchtigkeit am Fernsehen, in den öffentlichen Sendern, ARD, ZDF und in anderen, dass das die Retour, also wie sagt man, den Ausgleich darstellt, den da jetzt der Saturn ab November dann wirklich weit in den Dezember hinein und noch länger. Er kurvt dann im Achtelteiler, im achten Teiler, also Halbquadrat und anderthalb Quadrat, bildet er dann auch noch gleich noch zu Angela Merkels Sonne. Also sie wird den nicht los. Nur frage ich mich, wie ist das, wenn man Neptun nicht aus dem Horoskop rausnehmen kann und ihn nicht ständig unterdrücken. Man kann ihn unterdrücken, aber nicht ständig, weil der Furz will dann auch mal raus, ja, sonst gibt es eine Implosion. Und wie sie das macht, wenn denn der Saturn kommt, also wie sie das unberührt, unbeschadet macht, würde mich interessieren, wenn der Saturn kommt und sagt, so, jetzt wollen wir mal das, was in diesem Neptun versunken ist, rauffischen und auf den Tisch legen, oder die Medien sind jetzt auch gezwungen, darüber zu berichten und die verschiedenen ja, Informationsinstitutionen, die es halt gibt, ja. Das können auch Parteien sein, das kann das große oder größere Ausland sein. Also ich weiß es nicht, wie das funktionieren soll, und bin schon gespannt, was der Saturn da über der Sonne gleichzeitig über Neptun von Frau Merkel und ganz energieverwandt über dem Saturn von Wladimir Putin dann auslöst. Also der müsste für Putin dann quasi sozusagen Ordnung schaffen. Und wie gesagt, diese Sonne-Saturn-Konstellation hat die Frau Merkel selber in einem geringeren Teiler. Der geht aber zuerst, die Sonne geht zuerst, bevor sie auf den progressiven Saturn geht die Sonne zuerst auf den Neptun, auf den Radix-Neptun. Dann haben wir eine Verdoppelung. Sie hat den progressiven Neptun auf ihrer Sonne, und jetzt geht noch die progressive Sonne auf den Radix-Neptun. Und dann gleich auf ihren Saturn. Also da ist dann die Leere, Neptun, also
die totale Leere und dann die Saturn, die Trennung, der Abschied. Woher oder wovon oder von wem oder politisch, ich rede nur politisch, ich kenne das Privatleben dieser Frau Merkel nicht. Wovon das sein wird, weiß ich nicht, ob sie ausscheidet oder was weiß ich. Und dann gleich darauf kommt er noch auf die Radix-Konstellation Saturn-Neptun, die sie ja beisammenstehen hat, weil die ein Quadrat zueinander bilden, was dann wirklich also auf die Ohnmachtkonstellation, nicht nur bei ihr, allgemein, wenn man das hat zusammen im Quadrat, was dann wirklich aussieht, als wäre alles möglich. Und wenn sie dann noch dran wäre, die wäre mit Krieg einverstanden. Das ist jetzt inzwischen anzunehmen. Und sie wird verdunkelt, weil gleich 2, 3 Monate später ist die Sonne dann auf Pluto, also auf der Konstellation, unter der, also allerdings im Transit, Wladimir Putin verteufelt wurde und niedergemacht und niemand hat gesagt, bist du ein Merkel-Besser-Versteher oder nur ein Putin-Versteher, sondern da wurde das Unwort des Jahres ist das, es ist mit Idiotie, Idiotie kann eine Krankheit sein, Idiot ist sogar etwas Positives, wenn man an Dostojewski denkt, aber diese Dummheit, diese gefährliche Dummheit von einem Parlament aus, also die dort, wenn die Frau Wagenknecht oder wie heißt er von den Linken, redet, die dann da vor lauter Leere da in ihrem Zeug blättert oder irgendwelchen Quatsch. Man sieht es geistesabwesend, also da ist keine Präsenz mehr da, da ist nichts mehr da. Mit dem Nachbar quatscht und noch lacht und diese Mitarbeiter, das sind ja Mitarbeiter einer Regierung, also es nicht einmal mehr nötig hat, denen zuzuhören, so engelhaft, so verlogen christlich mit diesen Christdemokraten und christlichen Union ist sie, die ist auf einer Höhe angelangt, ich meine auf einer persönlichen Höhe, die sich alles selbst vergibt und die man einfach die einem anwidert, weil sie eine Volksvertreterin sein sollte. Und das ist Putin. Putin ist ein Volksvertreter. Da bin ich parteiisch, weil ich habe die Sachen verfolgt. Ich schaue kein Fernsehen mehr, habe keine Zeitungen mehr, aber es gibt Videos im Internet und nicht von irgendwelchen Schwätzern, sondern von Bundestagsreden oder von Menschen. Natürlich ist heute jeder ein Experte, aber Menschen, die noch mit gesundem Menschen, also gesundem Verstand, soweit der Verstand halt gesund sein kann, ob der überhaupt gesund ist, wissen wir nicht, bleibt ein Geheimnis, aber die halt so reden, dass man mit solchen Auskünften und was sie dann zur Folge haben, leben könnte. Nun, das ist eigentlich alles. Diese Konstellation, die Wladimir Putin hatte, Sonne Saturn 2014, die wird sie dieses Jahr haben, 2015. Sie hat in 36, das darf man als Trost auch sagen, noch eine Sonne-Jupiter-Progression, die ihr doch über das Schlimmste, also es ist schon schlimm genug, aber die über das Schlimmste oder das, wie soll ich sagen, das Arbeitsreichste, wenn sie noch, ich weiß ja gar nicht, was die machen,
Aber wenn Sie außer den Medien und außer Ihrer fixen Idee, aus Ihrer Gedankenverstrickung mit diesem beinahe freiwilligen Nachtjob, ist es freiwillig, dass sie da herumgerast ist in der EU. Sie weiß sicher, wie viele Staaten in der EU sind, nehme ich mal an. Die anderen wissen es nicht. Sie weiß es. Sie ist herumgerast, um einen Menschen zu verteufeln. Und egal, dass das die 160 Millionen Russen, dass da 27 ins Grab gingen für ihre Väter und Mütter, also für ihre Altnazis. Egal, kein Dank, nein, das ist ja noch peinlich. Diese Geschichte ist längst abgeschlossen oder sollte man abgeschlossen werden. Man geht an Holocaust-Denkmäler, pilgert nach Auschwitz, lädt den russischen Präsidenten nicht ein, macht dort eine Miene und denkt, wann sind hoffentlich die letzten Zeugen, tauchen da nicht mehr auf und hält dort irgendwo noch eine Schweigeminute und eine Rede und handelt in der Tat ganz anders. Vielen Dank und auf Wiedersehen, Wiederhören. Ade.